Mal herzlich willkommen zu dem allerersten Retro-Podcast von Videogames.lu. Ich bin heute Abend mit Alex und mit Jeffrey. Ich gebe später ihr vielleicht ein Kaffee zu stellen, dass die Leute, die euch nur lauschen, ihr auch kennen. Fangen wir vielleicht Alex? mal Alex an. Ja, salut, heißen Alex. Ja, auch ganz froh, für dich hier beim Podcast dabei zu sein. War eventuell ein anderer Podcast dabei, aber bon, wie das dem Retro auch ganz viel Bedeutung, also für mich auch eben halt ganz wichtig, dass wollte ich unbedingt dabei sein, natürlich. Voilà. Dann der Jeffrey als zweiten. Pardon. Moin alle Guten, kein Stress. Moin alle Guten, ich bin der Jeffrey. Zusammen mit Ronny leden wir Gaming Café, den Retro Corner. Und es freut mich natürlich auch ganz viel, dass ich heute dabei bin und ein bisschen mein Pfefferkehr mit beilegen. Darf sozusagen auch natürlich auch die eine oder die andere Sache lehren, wo ich vielleicht noch nicht weiß. Ich selber sind der Ronny, ich bin wie gesagt mit dem Jeffrey und am Retro Corner zuständig. Und ja, als Thema für den Abend als Atari oder mal gemengen ein bisschen was für Atari speziell gemacht und wir wollten über das Thema Atari schwätzen und ein bisschen analysieren, respektive als Anekdoten, die wir kennen oder was das mit Atari verbindet, ein bisschen erklären und die Leute mit bringen. Das heißt den ersten Retro-Podcast von vielleicht einer Serie von May-Podcasts, falls andere Leute interessiert sind. Und wir probieren interessante Themen zu finden, die andere Leute interessieren können. Ich werfe einfach mal die echt froh an Thron ein bisschen und das was sind da so eher Lieblingsspieler von der Atari respektive die Spieler, die ihr schon in Erinnerung bleiben, respektive wo du heute noch drauf zurückkommt. Ich meine persönlich für mich, das wahrscheinlich die bekannteste von der Serien, die den relativ oft gesehen, von denen immer von Atari geschwatzt und das eben halt zum Beispiel Space Invaders. Klassiker. Ja, eben, hört eben ein bisschen so ein Genre so gegründet. Da natürlich ein bisschen so matt kriegt, weil es auch Fortsetzungen davon da sind, das war der Frogger. Und dann ist von der Kette sich die Frage gestellt, ja, was war dann überhaupt den echten Frogger dann? Weil ich festgestellt, dass dann den ob der Atari 2600 war. Absolut, zumal Space Invaders ist Mensch ein von den Spielern, was Atari groß gemacht hat. Weil ich meine, gerade von dem Spiel haben sie da Wunschbeschnitte sogar mehr produziert, wie sie Konsolen hatten. Und im Endeffekt viel Konsolen Mensch unhand von Space Invaders sogar verkauft, weil das so ein Hype war, zum Moser Japan. Definitiv. Hat auch haut noch immer Spaß, geil. Und war auch mensch ein von den echten Spieler, wo eng richtig E-Sports like Challenge go für ein Highscore zu knacken. Also die Klassiker sind meiner Meinung nach sowieso immer gut. Also ich meine, das ist ja nicht mehr, wo du all da spielst, mehr das aber etwas, wo du dich wirklich fräst, wo du siehst, okay, das ist aber schon etwas, ich meine, du gefangen. Das aber, ich meine, jeder also jeder kennt Space Invaders. Ich meine, da braucht man nicht viel rundherum zu schwätzen. Gut Spieler, auf alle Fall gehen da auf der Atari. Wo ich da persönlich muss sagen, ist die noch nicht so Space Invaders, so Klassiker, Space Invaders, Yas Revenge und so. Aber für mich die ganz andere, oder Centipede auch ein ganz gut Spiel. Aber für mich sind da nach einer verschiedenen so Goldbarren, wo es kann so, die auf der Atari 2600 gehen, absolut. Und zum Beispiel ein von denen, für mich als definitiv Outlaw als ein Klassiker, wenn es zu zwei gespielt wird. Das ist bombastisch, Outlaw. Ich wollte eine kleine Anekdote erzählen für die Leute, die du Lulash und nicht wissen. Ich bin ja Prof unter anderem an BTS Game Programming an ich habe meine Schüler für 2 Jahre Outlaw mitgebracht. Die haben das richtig kompetitiv gegen den gespielt, gell? Ja klar, ich meine, das ist ja auch wirklich so an für allem, wenn du einfach mal so guckst, wie basisch am Anfang abgebaut ist. Es sind einfach 2 Cowboy und links und eine Kaktus an damit. Und du musst auf den anderen Scheiße bis 10 Punkte nachrichten. Also verschiedene Level Mensch kann man denken wohnen wo durchgeht dann Objekte dazwischen die sich bewegen also wann genau. Was nicht die Konzept die wie auf verschiedenen anderen Spieler abgegraft gehen eigentlich der Prinzip eigentlich von Outlaw selber dass dann den du hast garantiert also mir fallen sie nicht an du hast garantiert einer Spieler die effektiv so abgebaut sind
wie Outlaw definitiv. Aber dennoch ist natürlich auch ein immens gut Spiel von ob der Atari an ich mein, du kann Ronny mehr wahrscheinlich zustimmen Alex vielleicht kennst du da das Pitfall ja natürlich absolut das auch an wann du bedenkst aber das wirklich das richtig gut Spiel schon auf der Atari Pitfall gehört ja auch zum Beispiel auf der Super Nintendo op der Atari fan wirklich immens wirklich ein immens gut Spiel selbst wie Schlümpfe wo du haut da se so, keine Ahnung wie Mensch spielt da los schon Schlümpfe nach aber wann du den op der Atari guckst sind das richtig gut und das nicht groß mit der Schwierigkeitsgrad genannt wird und das wirklich richtig gut selbst wie Popeye wo auch op der NES go Donkey Kong also gut an dat vielleicht noch nicht viel Leute gespielt auf der Atari Mario Brothers Mario Brothers auf der Atari ja also das nicht die klassische Mario wo du eben von Level zu Level springst nee das den Mario wo du am Anfang du kannst auch zu zwei spielen du hast den Mario und den Luigi und du hast am Anfang weißt du, die ganz wie soll ich das nennen also die Eisenträgerin und dann hast du oben zwei Reihen an innen zwei Reihen und da kommen deren raus und dann musst du am Anfang innen drin schlagen für das der auf Kopf fällt und dann rennst du mal vor und dann hast du einen Punkt und dann die Laschen den das normalerweise immer ein bisschen mehr wo es ja auch so Powerblock an der Mitte ist aber das Spiel das gibt es tatsächlich schon auf der Atari was da nicht viel was wirklich nicht viel Leute aber nicht viele Leute ich meine die sich vielleicht noch nicht mit Atari auskennen die wissen das wahrscheinlich schon andere Leute die ein bisschen mehr Erfahrung was Atari geht haben die kennen das garantiert einer laute anderen ganz gute Spieler auf der Atari Ballfall das flott dass du eben halt etwas erwähnt ist weil du fällt mal wirklich also für die Leute die eben halt der Atari ein bisschen Mann erkennen die all die Spieler die man bis erwähnt und hun sich besonderes an der Hinsicht dass eng Zeitepoch wo Spieler viel simpel waren Demos waren sie auch nicht gewinnt und eben halt Spieler man denker wie schon langer Story wo den einfach in ganzen Adventure spielt wo ihn dann wirklich so solo mal 8 Rollespieler wo ihn dann eben halt solo 20-30 Stunden brech für das Spiel durchzuspielen wie simpel Zeiten wo wirklich einfach das Prinzip war simpel Spiel hat Spaß gemäht und das war echt ein Prinzip von möchte eng Party fertig und fängt den eng neu und dat bin wann gut geht für 5 Minuten oder so schmengen dat den Effekt den du erwähnst huet hauptsächlich mal zu dienen dass Demos Videospieler hauptsächlich durch Arcades bekannt waren an die echt Konsolen waren dann halt so hey guck du kriegst die Arcade Experience bei dir du he weil das du auch so am Anfang wie ugegangen dass die alle echt Konsole war ein bisschen Punktkonsolen und das war am Anfang guck du hast Punkt du spielst da dann dem Arcade du an lo Bemol hörst du Punkt du he ja genau an Skilo falschlei wann studiere sind die echt Punktkonsole sogar auch von Atari gewischt ja weil du hast nämlich die 2 Monate mit den Dinge kriegt mit den Räderscher drin weil er Räderscher drin ganz genau wusste auch Tenniskonstrukt spielen und war auch wirklich cool Mino, wo den Alex ging und zwar Adventure Ja, Spiel auf der Atari das würde ich erwähnen als für Menge Lieblingsspieler das Atari also den Alex so zwar okay sie sind simpel abgebaut da given mal länger haut zu das Adventure spielen auf der Atari und schmengen du werde wahrscheinlich aber lang drsitzen für die Spieler die waren ein bisschen so kryptisch aber was der Haut auch eine Tour ist Spielanleitung war essentiell für das Spiel bei vielen Spieler hast du nicht verstanden was du machen sollst ohne dass du eine Anleitung dafür hast Beispiel IT mit du kommen nun ein drauf zurück definitiv weil aber auch ganz interessant war wo vielleicht auch flot aus für uns zu schwätzen das weil haut zu da an die Spieler an den neue Spieler du gesagt dir ganz oft so Easter Eggs ja und das wird auch schon auf der Atari und zwar wird das am Adventure Spiel selber war den aller plus von studieren ganz genau das war das aller echt Easter Egg wo abgetaucht das überhaupt an nicht engem Spiel an nicht Videospiel
Spiel als wann ich mich nicht ihren 1977 rauskommen und das vom Warren Robinett de Design ging und du war effektiv du hast jetzt auch du musst effektiv auch drauf kommen weil das war wirklich gut nicht so einfach du hast so ein kleiner Punkt durch Labyrinth matt schläfen an der kannst du durch eine Mauer gehen effektiv und du kommst dann den Num Warren Robinett aus einer liegender Schrift an dat war am Funk so sein ich sagt der Tisch am Funk sein ich nicht anspiel gebaut das ist eine richtig coole Idee gell wann du wirklich gut warst dann hörst du von das nicht einfach klar Spiel selber war für Zähne auszubeißen es tut selber schon am Stunde lang Witze war der dafür just bei der Ziel fir ich wie durchzukriegen oder wei ja also ich muss auch ehrlich sehen so viel wie ich Retro-Gaming gerne und am Schwig aber man auskennen also Atari hat pro Spielapparat wo mehr selber Schweperlen die ste gelaufen sind so hun man gesagt der Ton hast zwar schon heavy stuff die wirklich Pro-Spieler wusste se ist okay du hun sech gehen die hun wirklich alles gin für de Leute bisschen eng gewissen Challenge zu bieten dat war die mens flot war an der Schmenge wann da gucks Adventure da was da wirklich belohnt gin nach dem allerischen Easter Egg an da das schon cool wann dat findst also das schon wirklich das schon wirklich richtig nice wann dat findst wobei wann du so guckst Adventure aus vielleicht den mich vielleicht nicht so unbekannt weil an dem Film Ready Player One war der effektiv sogar eng Challenge für Schlüsselskrieg wo müssen spielen an allen Menschen durchgespielt dann du sind sie durchgefallen aber sie hun die Eck nicht Gesicht und das war richtig gut natürlich also war für durchspielen so schwer war die Pironol noch nicht vergessen der was wann die Atari-Spieler hatte kein Safe Games damals du Spiel gespielt ist war mir lang war mir kompliziert hast du da müssen länger Session durchspielen genau wie das war auch du waren viel Spieler du war eben halt Ziel auch eng den Highscore eben halt hinzukriegen das war Pomol bei verschiedene Spiele méi war du bei net genau ich meine dat könnt auch eben das im Arcade-Bereich wo dem drin geht den Hexescore zu kreen an der eben op der Konsole zu verewigen für mich war zum Beispiel auch so ein Highscore-Spiel oder 2 Highscore-Spieler war für mich mein Favoriten immer für Atari dat war enker den Yars Revenge dat war das auch so Spiel wo relativ cool ist an Defender op Atari dat war auch richtig flot von seinem Raumschiff hin hier flitz Leute muss rescue also rette an dann gleichzeitig muss Aliens eben fernhalten und das relativ cool dat war ein von Menge Lieblingsspieler was auch immer Witz fand und aus wie einfach dass die Spieler Titel hatten zum Beispiel verschiedene Sil op Deutsch und da Tisch einfach Tennis oder die Springteufel oder so einfach so oder Fischen 1 oder so deswegen so den Titel seht da zu watste du hast genau da war auch der Fall für viel Menschen für viel Sportspieler das Golf Football Tennis Golf das war ja auch herrlich Stadtspiel das halt für so insgesamt so ein Atari als ein immens Flotkonsole muss der weg so also das schön muss ich ehrlich so und das aber im Gaming Café ein bisschen vernachlässigt wird mir daraus halt einfach ich meine das auch ein bisschen generationsbedingt und ich meine Messi ein bisschen zum Beispiel Schmetzel von Ice 3 die noch den Podcast es sind aber viele Leute die Konsole überhaupt gar nicht kennen es sind noch ganz viele Leute die verschiedene Spieler ob der Super Nintendo oder der NES oder so auch nicht kennen und wir sind halt ein bisschen die solo nicht die ehle Generation wir sind aber Martine Sachen abgewusst wo ich klein war sind nicht die ganze Sache wie Haut können gehen online spielen absolut kein Plan das war das ganz eine ganz andere Welt bei du dir natürlich nicht vergessen das immerhin auch eng Generation von Konsolen die sogar rauskommen hast die als 4 nice kommen aber mehr kennen sie auch schüss weil man zu dem Zeitpunkt ich fand dafür interessiert tun ich meine vielleicht nicht vielleicht auch sein Schlüssel mein Eindruck ne
weißt du, ein Eindruck von einem Tippchen den ein bisschen wie anders wie verschiedene Junker die man bei einem Gaming Café hun mich mengen NES als vielleicht nach eng Konsolwurschlo so vom Spielstil her aus das nach Apps was da kannst du der jetziger Generation weisen also voilà, dat sind die Spieler mit denen ich groß gesehen und das die Spieler die nach einiger Mosen nicht allzu schlimm gealtert tun wobei ich persönlich so immer Atari-Spieler die altere wie Wein ja sein hast desto besser aus also für mich bei Atari-Spieler mit das genau dat ich fand die Spieler mit denen du vielleicht oder euch zum Beispiel so wow, das faszinant was zu dem Zeitpunkt hatten ich weiß aber nicht ob viel Leid von wie gesagt das schwer zu schätzen ob haut es das Leid aber die Faszination hun für so ein Konsol wobei wie gesagt wat eben halt EKU gewiese war Demos war na weil recht simpel an wie wie Ronny viel erwähnt huet as du hast du hast definitiv wie e Guide gebraucht also dat Handbuch vom Spiel weil verschiedene Sachen wis war daneben halt Kare aber mat ganz viel Fehlstellungskraft kannst du dann dem Moment so okay das dann natürlich Ups oder Ball oder so wis zum Beispiel klar ich meine du so geguckt hast von der Qualität nicht die beste ne also ich meine Grafik dat leider auch ganz stark unter Hardware wann da man tot vergleichst gell du musst bedenken, so ein Atari hatte Prozessor von engem Megahertz an haut immer am ich mein, bei den Computer am 4,5 Gigahertz Bereich das eng riesen Differenz von da bedenkst gell wenn die Stadt feststellt gell das sind 40 Jahre hier ja noch wann du guckst ein Computer haut es das hört wann Leute Kaffee für zu spielen 16 bis 32 Gigabyte RAM Konsole werden noch an dem Bereich leuen an wann du guckst Atari die hat Demos 128 Byte RAM dat as dreimal neisch aber dann hast ja normal dass du net méi wie pro Pixel Grafike kannst uweisen genau ja natürlich sicher ich schon einfach ehrlich für mich persönlich und schmengen du natürlich auch nicht für reden mit leider ball fall für mich als dat wirklich der Charme ja das wenig könne viel zu machen dat war eng riesen fandch Kunst mat dreimal neisch an der limitierte Speicherplatz du könne Spieler zu machen das war das enorm da möchte vielleicht an der gewisser Hinsicht auch der Reiz von der ganze Sache weil wann den Haut des das guckt so mal ich will nicht so Spielentwicklung nach Haut des das einfach wie von den Möglichkeiten et krit den Novell wie schon all Studio krit Novell haut es das ein relativ proper Spiel Ekran der Reiz haut es das bei den Spieler als dass sie eben halt wie schon dass sie sich müssen demarkieren vom Recht durch die Idee durch eben halt einfach zu durchstellen Demos wird ja ganz anders das Demos vor allem limitiert und das müssten durch das Konzept wie schon etwa mehr Durchstellung an der Prinzip vom Spiel wie eben halt was haut es das erlief ist haut es das ist eben halt Genres ne das ist ja allgemein bekannt natürlich du weißt dass der tote Spiel das vom Stil so weil es eben halt zu dem Zeitpunkt schon so viel Spieler ging an dem selbst Stil bei Atari war das natürlich ganz anders dass du mich ganz anders müssen demarkieren so oder so ja klar das wie gesagt ich meine no Endeffekt als wie so doch ein bisschen sei gut weißt du das ist mal als effektiv fein zu wünschen dass verschiedene Jugendlicher oder ja, effektiv die Millionengeneration bei so einem Gaming Café oder insgesamt das sind die einfach mal ein bisschen hinsetzen also okay wo kommen die ganz Sachen das werde ich persönlich schön fanden das sind die nicht da vorstellen das sind sie so okay mehr Hulo so richtig gut Spieler du hast ein Top-Grafik du hast super Gameplay du hast ein Top-Soundtrack du hast du wo könnt das alles das sind sie nicht ein bisschen Trick in so okay komm mal gucken mal den Umfang davon an wann du guckst wo immens interessant Geschichte aus von Solo
Nintendo Switch, PlayStation etc. Xbox bis zurück an Ufang op den Ufang Atari oder Pong schon allein insgesamt ganz allein das halt einfach push mal so dat, die ganz Geschichte wo du Hanna das als einfach top. Du kannst dich gerne invitere bei mich an der Kur zu kommen. Du guck mal nämlich genauso Sachen oder anderem. Weil das zum Beispiel auch interessant fand, dass wie verwindt am von Developers, wenn du so willst, haut das nach Sinn. Also ich will nicht so, dass es einfach ist, ein Videospiel zu machen, absolut nicht. Ich meine, ich mal selber die Erfahrung weiß, dass das nicht der Fall ist. Wenn du guckst, haut uns ein Engine an, die möchte die ganzen Grafiksachen, an Berechnungen, auf Physik, an alles Mögliche, was wir bis handeln. Du kannst mittlerweile Videospiele machen, ohne eng einzig Zeil Code zu schreiben, an dem du so visuell Programming Languages halt so Sachen. Und ja. Demals haben sie die Spieler so Hardcore, zum Teil am Assembler oder am Basic oder an so Programmierspruch. Ich meine, Atari hat sogar einen Basic-Spruch, die für Atari durch war, wo sie geschrieben, das war ein brutaler Quellcode, für du irgendwas auf Bild zu kriegen. Und sagt, vergleichst mit Haut, ein Engine, du musst klick, auch schon, dass du Menschen, die durch Gegend leben, da scheißen kann, dann heuern du. Dat war die Idee op der ich eben halt hinausfällt ja, das bist so verstanden ja genau das wie du siehst voilà. Du hast relativ haut viel Tools zur Verfügung an dem muss ich miss ganz anders so lehren und ich fand noch das noch später hin bei anderen Generationen noch kommen ich mein das auch heil nach immer so markant das auch den Ton weißt du, der ganze Sound Datei kann bei weitem net den Sound reproduzieren des Haus da den neuen Konsolen heiers dat ich alles wat Melodie ass alles wat Scholo Explosion oder war immer IG Sound den du heiert du dem miss bis wie kreativ sinn ne absolut ja klar für mich geht neicht iwwer so richtig gut all Atari Explosion du spielst Spiel an irgend der bis explodeiert der Atari an des Sound das Powder für der mir so geil das einfach so den Atari Sound und das ist einfach so mega ja den vom Soundtrack da das ist einfach als Soundtrack also effektiv das Sound das richtig gut absolut und da war aber auch limitiert weil der Atari hat halt keine bessere Ausstattung für Sounds zu machen sie hatten du ein integrated Circuit den Duffer für den Sound zu machen und die konnte halt nicht mehr wie die Protein aufspielen aber das was du so immer haut vergleicht ist das enorm geil das war der Wahnsinn und du guckst du kannst Atari fand ich vom Ton hier schon auch bald nicht mit der NES vergleichen weil das war schon ein riesige Sprung was den Ton belangt definitiv und dann noch ein von der NES ob das NES also wurde von 8-Bit auf 16-Bit das war auch schon ein riesen Soundsprung den du war und der Atari also auch zum größten von only Sounds auskommt du hast oft kein Background-Musik und das oft so Piepsen und Tuten also Sachen und das aber durchgegangen genau also sie konnte mit relativ neicht konnten sie viel machen fand ich bei Videospieler irgendwann ich auch wohl denke vielleicht erwähnen ich wissen viele Leute kennen nicht vielleicht gönnet du gehört die ganz sollte ursprünglich eine Quadrologie sind die Sword Quest gehecht wird ich weiß nicht ob ihr das kennt das war Sword Quest da dürfen pur Dealer wie Earthworld also weiter soll von gehen Earthworld Fireworld Waterworld und Airworld und das war dem eine riesige Kompetition die ausgeschrieben war es gibt manchmal sogar ein Angry Video Game dort Episode darüber irgendwie halt wolle viel Werbung zu machen und das war eine Kompetition die ausgeschrieben war wo die Leute konnten hier Lesungen diese am Spiel eben zu Summe kreieren da war also Puzzle Game eigentlich und du konntest so hinfahren für die Puzzle zu lesen und da konntest du das auschecken und zu gewonnen go wird demals ich meine war 4 Sachen so ein Zepter aus Gold ein Krone aus Gold also weiter und du konntest Leute dann sich ausschreiben und die Lastspieler die Leute nie rauskommen ich meine waren immer just 1 oder 2 Spieler die rauskommen sind und das gouf nie fertig gemacht den ganze Contest war Mensch Deel vom Videogame Crash das Problem war wo man nur Fleisch und drüber schwätzen und das war so die echt große Kompetition die gouf an Leute aus der nie zu angang und ich meine die Sache sind zum Deal verschollen bis auf das die dort zu gewonnen gouf das kann gut sinn war weil immer schon über viel Sache geschwar mir über Sounds geschwar die verschiedene Spieler mir noch schon darüber geschwar wat für euch bisschen Atari besonders war immer so weil schon interessant fand das Leute so Atari und bei Mengen von Atari 2600 mir von den anderen Atari Konsole schwarzdeuschen durchgehen am Anfang auch noch nur ein Atari 5200 Atari Jaguar und die sind ein bisschen an der Unbekanntheit vergisst du und Leute so einfach Atari am Mengen du eigentlich
die Atari 2600 respektiv zu gewonnen VCS Manager in Amerika genannt. Weißt du, aber ich meine, wenn es der Haut zu das so siehst, Atari, ich sage mal ganz ehrlich, ich meine, die mehr entweder, also von wenn du 100 Leute fräst, von Atari, wenn du 100 Leute fräst, ja, was Atari anhand du, sind da höchstwahrscheinlich 80%, die da irgendetwas Telefon Punkt. Oder wenn 70%. Die nehmen so ein okay High Punkt. Und der dann hat die anderen 30% als wahrscheinlich Pac-Man. Oder E.T. gebe ich so, geht dann auch auf der Welt von den Leuten. Oder E.T. geht dann auch auf der Welt, ganz genau. Ich meine, viele Leute kennen auch mal den Unterschied von den verschiedenen Atari-Konsolen. Weil lang von der 2600 gibt es ja mehr Modelle. Ja, du gehst zum Beispiel die Woodgrain Finish. Genau. Ich habe sogar eben nach die an der Originalverpackung Darth Vader Edition, wenn sie die genannt hat. Ja, genau. Ganz schwarz. Und dann der andere das Junior, oder das die mit der Streif mit so Farben dran Genau, die Platt. Ja, das ist die flach mit der silberer Streif. Mit den Farben. Ja, das Modellweise. Und dann, wenn du mal die anderen außerhalb von der 2600, ich meine, du sind noch nicht viele Leute, die kennen. Was gibt es noch? 7500, kann das sein? Also 7500, was war das? Ich weiß nicht. 5200 und Jaguar. Genau, Jaguar war 7000 etwas mengen. 7800, keine Ahnung. 7800 gilt, ja. 7800, voilà, ja. Ja. Ich war mir nicht sicher, aber ja. Ich meine, die Menschen kennen sie vielleicht auch nicht, weil wahrscheinlich 2600 eben halt mit dem ganzen Videogame-Crash eben halt et Batter hat, dann ich weiß nicht, ob die anderen vielleicht auch eine echte Tentative war von Atari, sich dort davon zu erholen. Aber wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt kommen sie von der Jaguar. Ich meine, du war eigentlich den Zug schon fort. Also Atari ist wirklich eine Firma, wo ich extrem traurig bin, dass dann vergessen nicht gerade sind ein bisschen. Zumal eben durch den Videogame Crash man ein bisschen nur drüber putter werden. Genau. Das ist wirklich schön. Weil es sind wirklich Flotspieler, wo da drüber sind. Sache sucht die heute, weil ich mir ganz oft so. How to das sind Gamerinnen insgesamt auch viel mehr gemütlicher gestaltet. Und so how to das etwas spielst, weil der Atari-Spieler war ja nicht einfach. Das sind meist wenig. Genau, das ist ja. Aber wenn du aber zum Beispiel guckst, wenn du irgendein x-beliebiges Spiel hältst, ob da, was weiß ich, ob ich eine neue Konsole, du kriegst den W 4 geknallt. Ja. Du kriegst 4 geknallt, was du sollst machen, was du musst haben, was musst du sammeln, was machst du haben, was haben, Level up, bla 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 bla. Ja. Und das geht die Zeit gar nicht. Wenn du gespielt hast, aber so ein Spiel gespielt hast auf der Atari wie Adventure, also gib einem das Haupt da an der Grab, die geht nur 5 Minuten, geht den Joystick wieder. Ich mein, das lag auch in der Ahnung, warum das Spieler eigentlich so kurz waren, also du mal ein bisschen an die Lenke zu gehen, an dem es einfach nur denken, weil du sie bemissen, nur sicher, weil du einfach nicht weiterkommen warst. Und das ist halt das, wo ich mal so ein, weißt du, da musst du aber schon ein bisschen raufschrauben, den Niveau ein bisschen raufschrauben, für das Leute nur kommen. Weil stell dir mal vor, du hast das nicht gemacht, dann der käft du kommen. Just mal finanziell gesehen, der käft du kommen, ich bin eigentlich etwas. Und die so ein heilauscher Schulabs ich komme gut nicht 4 ich spiele schon seit 5 Tagen. Han nicht drunter, und ich komme nicht weiter. Dann Ich meine, ja. Also River, weißt du, dann werden die auch ob sie sprengen. Ich behaupte da so, als das generationsbedingt ist. Ja, schon absolut. selber die Impression, dass Videospieler immer mehr einfach gehen. Aufgesehen von verschiedenen, natürlich so à la Dark Souls, wo probieren, mich schwer zu sein oder mich anspruchsvoll zu sein. Aber insgesamt, ich meine, Spieler gehen immer mehr casual-friendly, nennen ich mal so. Und, ja, genau. Ja. Ich meine, es leider doch wahrscheinlich um den Fakt, dass die Spieler so kurz waren, wenn ich das so dir so höre. Und sie müssen irgendwie, wie soll ich sagen, und lang sein. Und lang sein, genau. Sie müssen der Tische Schwierigkeitsgrad das einfach so hoch gedriven gehen, für das eben halt die Leute, die ein Spiel kaufen, weil dem war das eben halt viel Geld. Sie müssen nicht etwas davon holen. Genau. Und noch eben, du hast viele Spieler, du waren dann von
du war as Längdam von durch de Genre vom Spiel kommen, weil so Highscore basiert Spieler kannst du net durchspielen. Du einfach immer Genau. probiert besser zu gehen an ich denk man sein Highscore dein Egenen zu verbessern an du durch das Ganz Spiel genau. kein an dem Sinn hat kannst du dann von unendlich lang spielen. Mhm. Et ist kann man stellen mal die froh mal an der Raum lo wat meng dir ab enger Generation das dat ganze du mi casual gin as mal so wann da So, los mis erschätzen Das ist ein gut froh ich kann dat Günder schätzen muss wann ich sagen. wann ich kief erschätzen wann ich mich erschätzen wo du mengst das mal bisschen mir einfach das Videospieler wissen mir einfach gesehen gib ich so ein ganz gern an der freien 2000er ja du wärst du mat da verstanden ich ging schätze bei mir leit dat lo an der Generation Dreamcast PlayStation 2 ja Mhm. also ich hatte doch Gamecube alles an der Richtung hätte Ja. ich nur angeschätzt ja, das genau. wo ich wirklich so okay lauter ab do fenken sie wusste vom 3DS braucht man gar nicht schwätzen du sind halt eben verschiedene Spieler wo du siehst für mich ganz banal Beispiel ich sind noch ich spiele auch immens gerne Pokémon schon von Anfang bis zum Schluss alle Leute gespielt Gameboy im Gameboy anheiern so weiter das fort an der das dann zum Beispiel rauskommt wie Sonne am Mond und du kriegst mal lieb schon eine faire Stunde gespielt dann hat kein Loch mehr du kriegst alles vier geknallt du musst nicht deinen wesentlichen du musst nicht du gehst überall ich so eine du musst du hin Geht doch extrem linear gell? ja das auch so es geht alles nicht mehr an eine Richtung an da das halt dat wo mehr fehlt so insgesamt die Challenge verstehst du so die ganz Dinge ich meine spiel mal ein Schlümpfe die Schlümpfe ob der Atari 2600 wo ganz ehrlich so bei mehr an den Top 5 von den Atari Spieler leid weil das können so einfach an da das aber die Challenge wann dann aber siehst okay wie mehr richtig Gamer wo da siehst also ich möchte da so nicht mal hey, ich probiere so oft bis das Stadt gepackt hun an Leute wie mir gesagt generationsbedingt die so dann einfach noch mehr aber schwer ich spiel das bis mir einfach aus was auch de Bus fehlt du schmengen net Leiit runnner dass Spieler mi lang gesinn an dann hätten se den selbsche Schwierkeitsgrad beibehalen Hashtags wahrscheinlich viel Leute gehabt die nie dazu kommen werden wann den End vom Spiel zu gesinn hat wahrscheinlich die Milchleit frustriert an dummer da werden wahrscheinlich Verkaufstöllen Rufgang so die dass die Ball schmengen op den zwei Seite gesagt lenkt vom Spiel erschwich kickt an do mengen Sto hun sie probiert dich wie zu balancieren Spiel wie lang geht hat sie wahrscheinlich dann gesucht okay du mach man wahrscheinlich mir einfach natürlich da musst du aber so as da wirklich wenn das da méi evoluiert de Mensch oder Videospieler weil ich meine beeiserst du da wirklich sech miset ja aber wirklich eng Challenge sinn an du sest okay lauscher schon schon an dem Spiel vielleicht gesinn vielleicht muss sie dat tun vielleicht muss der Zahl probieren viel do weiter können kommen nee haut zu das krise Sachen an de Shows gelöst schmengen dat Leiit zum Deloch der Entstung am Internet weil feinde bis aus am Internet World Wide Web respektiv der allgemenger Verbredung an der Gesellschaft bei weil dat passt doch so an die Frei 2000er mat drauf wann guckst weil fir run was du Atari-Spiel hast oder so man NES-Spiel oder ihr schnappst an den Generationen du warst henke geblieben dann warst du henke geblieben an dann ist du vielleicht du Kolleg gefrot an de was Flashläung oder se eng Zeitschrift cover an du warfle ein Tipp dran an haut Leute eng Videospiel henken gëtt de Browser opgemacht gëtt gegoogelt dat muss ich ma an dann ass de Problem überwonnen während verschiedene Leute freier so zu Atari-Zeiten dann Stunde lang zum Deel für eng Problem sitzen oder ich erinnere mich noch wir stehen der 6 Ocarina of Time gespielt hin du sitzt du auf verschiedene Platzen beißt du oder knast du lang und Appes und du hast zum Deel auch keine Ahnung was soll ich genau machen an haut ist das du musst dann einfach Tipps an Info an auch schon hörst du den Antwort genau ich meine mir schweife gerade ein bisschen weit vom Thema Atari auf vielleicht eine Diskussion für einen neuen Podcast denke ja
iwwer wéi Spieler evaluiert vun der Schwierigkeit. Ich wo bei Atari zurückkommen mech bei der Atari auch immer fasziniert, weil mir geschwar über Komplexität vu Spieler da das den Joystick von der Atari wann du guckst how so Controller den net soviel Buttons drop das lang schon die feier normal Buttons Triggers an Bumpers an Joysticks an alles Mches an der Atari hat een Joystick an ne Knäpchen an du mat sie auskommen. Ja genau dat war das überraschend wann ihr guckt wie weit den du kommst ne das heißt, der Controller haut den das ergonomisch du guckt den dass der perfekt an der Hand leiht du hast verschiedene Firmen die sich die durchstreiten für zu gucken wer kriegt den ergonomischsten Controller prinzipiell sind die Controller alle gute selbisch das schüßt eben halt Meinungsverschiedenheit und das dann eben halt verschiedene Gamer die stehen dann echt darüber einer echt darüber und so weiter so viel und du eben halt voilà, wie sie sehst E-Controller also en Joystick Button das Navel witzig simpel einfach simpel an der Menge wunderschön wobei es da auch muss so Atari da wo an Controller hier gestartet Atari ist schon nämlich noch so wie dann erst effektiv mit engem rote Knöpfchen jetzt mat dem Joystick längs am Anfang wie so Steuerkreis. Das ist cool. Me den Joystick selber von der Atari ist natürlich immer der Klassiker. Muss ehrlich sagen, also oft wie Atari auch schon im Gaming-Café-Stung, also oft die erste Mal da gespielt, weil ich schon wahrscheinlich mehr auf der Mal da gespielt, wie das im Gaming-Café-Stung. Als der Controller und den Joystick noch immer in einer Top-Verfassung. Ah ja, die sind gut gealtert, mein noch wo ich vis-à-vis von anderen Controller gucken, haut zu das, die an Zeit von knapp 2-3 Jahren fortsehen. Wo du das siehst. Ich brauche einen neuen Controller. Ich brauche insgesamt einen neuen Mann. Und du, also einfach, das, und obwohl verschiedene Leute im Gaming-Café wirklich gerappt und gerisselt haben, weil sie nicht wussten, okay, hi oder du. Mein Controller, den ist noch exzellent. Also ich spiele Haut nach dem oder? Noch was interessant war das der Port vom Atari Controller zum Beispiel exakt dieselbe schon aus wie von der Sega Mega Drive. Ja. Schmengen sogar wann studieren ich weiß noch Commodore doch sogar den Port wird. Schmenge noch schon ja. Tatsächlich den dieselbechten Controller so Konsolen wo dieselbechten Controller porte war doch interessant das effektiv nicht gewusst wie das mal für so geschwar vielleicht wie sind dann ich weiß nicht du wenn es vor nicht ne wie das mal für so von Zeitschriften geschwar tun da man den Zeitschriften war das doch schon demos so ein Trend bei Atari bei der 2600 oder nicht oder als da man den Zeitschriften für Konsolen nach ich mich spät kommen ich muss ehrlich so ich weiß da nicht ich meine die echt Zeitschrift und der ich bewusst zurückdenken kannst Nintendo Power wo wirklich die Nintendo Zeitschrift schlecht hin war aber von Atari Zeit wesentlich nicht ob das go muss ich so ich mengen effektiv nicht ich mengen effektiv dass das von Atari wahrscheinlich aus Atari ist wo auf verschiedenen Zeitschriften annimmt geht ich mengen aber nur effektiv so wie Nintendo Power also hat das sich nur direkt weißt was ich beim Atari Control auch witzig fand in den ich meine das ein Thema was den Alex vielleicht auch gerne drüber schwatzen will also du hast den simple Controller mit einem Button kurz drüber explodiert und total eskaliert. Ja natürlich ja klar weil ich mengen du hast ja dann eng nur dem Atari rauskommen hast du so eng Rutsch von Konsolen die dann auch op der Marsche kommen sehen an das Novel witzig aller Limit kann er nach so bei der Atari 2600 den nach der Controller den noch simpel aber kann man da umgehen Diana die dann hin und später hin rauskommen sind hatten eben halt ein bisschen wie komplex Controllern net dass Martine von Haus vergleichen kann das war wirklich so ja kann den relativ einfach mal so all Telefon vergleichen oder so Fernbedienungen du Prinzip war ja den net dass das irgendwie gut an der Hand bleibt mir eben halt dass so viel Buttons wie Mail Sto beim Controller kriegt ich meine du schwarz konkret diese Konsole wie ein Television oder Coleco also weiter die genau Numberpad rausbrucht mat lauter Zuelen drop wie weg beim Handy
plus noch so ein Joystick plus noch Buttons an komischerweise und dat extrem viel Hersteller dem Moment gemacht das nicht immer du gefangen an zack hat hat Atari in der andere noch bei ihrer Atari hat er 5200 noch, ja. studieren Ja, und ja, auch ja, hat den ja. Controller gefangen Mhm. da das schon ein interessant Phänomen was du guckst immer von engem Button an den Joystick aber bei muss so ein Telefons-like Numberpad System hat schmengt 12 Buttons zum Deal also Ein 12 Londoner Buttons lang Telefon für, stabil. ja das ist schon komisch geil an Ja. dem muss dann ja noch so Overlays für Driver für verschiedene Spieler wo sie dann drauf steht, ey, Button warten möchte Ja, ganz genau. Gibt meinst du gut? Es gibt meinst du gut auf der 2600. Ich meine schon nämlich sehen. Ich meine schon nämlich sehen, du. Schon nämlich meine ich was sehen. könnte das gut für 2600 Ich schicke da mal, ich packe mal ein Weisen, ich schicke ein Foto rüber. weil was ich auch interessant fand bei der 2600 das wie viele Leute am Anfang auch probiert hun 2600 zu kopieren es gouf soviel China-Klone mengglisch von der Atari 2600 Oh Mann, ja. an plus einer Hersteller hunn hier Systeme mat der 2600 kompatibel gemacht mech ganz speziell u Coleco wo Coleco wie hier echt addon fir kon ich mein, ansonsten auf Expansion 1 2 und 3 geheescht oder so an die Expansion 1 war basically eng Atari wo du den Coleco Vision Druge mach fir Atari-Spieler drop ze spillen war doch eng Plan vun Atari später hin mat ze schmat gezündet Me das schon komisch wie dreus einfach verschiedene Hersteller dat quasi kopiert hun probiert hun op den Hype von Atari mat zu spielen a ColecoVision zum Beispiel bewusst Werbung gemacht Atari guckt sein ColecoVision an du kannst einen Atari-Spieler drauf spielen an da das schon ein komisch Phänomen denke ich mal haut aus dat undenkbar wann sich vierstellt dass so mal Sony in der Donbass bringt für dass der Switch-Spieler oder Xbox-Spieler kann so der PlayStation spielen oder so haut gönne mir denken Ich menge die Konsolen hun auch dann an der Hinsicht verschiedenen Basisen abgestalt für eben halt also der ganze Konkurrenzprinzip ich meine dass hier du entstanden und du willst halt das haut ist das auch nicht machbar genauso wenig als das nicht machbar dass der haut ist das gesagt Sony zum Beispiel eine Werbung rausbringen wo einfach Nintendo Konsole komplett fertig gemäht mal so dass sie da so guckt die Nintendo die asneich hol Sony ich denke da das ein Phänomen wo man eng später Podcast denke darüber schwarze werden weil Definitiv. vielleicht mal kleinen Teaser häufig Leute mit eventuell an Zukunft nach Podcast über Sega und Nintendo abholen und ich meine da passt du zu dran an den Podcast auch so Absolut, ja. Absolut. voilà. Was für mich bei Atari immer speziell aus es waren Pionieren es waren quasi die echt die DW für Konsole gegangen sind ich meine war matt die echt Firma die muss aus dem Silicon Valley und das die Firma schlechthin die muss mengen was studiert vom Nolan Bushnell gegründet das war so das waren Pionieren das waren die Leute die durch die Industrie nur 4 gedriven hun das fand ich auch immer extrem interessant und du immer dann und was verschiedene Leute vielleicht nicht wissen du hun bekannte Persönlichkeiten bei Atari geschafft und dann bis Steve Jobs und das Steve Wozniak bei Atari geschafft der muss nur Spieler zum Teil developiert ich meine den Steve Wozniak war einer dann Atari Breakout der muss bedeligt und das interessant doch zu gesehen dass so bekannt Leute bei Atari ihren Ursprung hatten ich weiß, was die wie danach bei Atari geschafft ein Zeit lang hast du eine speziellen in Mind oder ja schon nimmen dein iPhone an die Grappels den Steve Jobs Problem mit die bei Atari hat geschafft an ja noch wat viel Leute net wüsse vielleicht vielleicht ein nie bei erwähnen wollt sein Firma wie Activision aus zum Deal bei Atari entstanden wann ihr so guckt ja hat wüsse viel Leute net dat war ein Splittergruppe von Atari Developer von richleuen die net genug Credits für Spielerkrit an die hun dir muss Activision gegründet für Spieler für Atari zu machen an Activision war eigentlich den echte Third-Party Developer den net gouf weil sos waren alt Spieler da so dat die muss speziell war Spieler waren immer von der Konsolmacher gemacht guckst Atari-Spieler war quasi all von Atari gemacht an deine Erstspieler waren noch ball von Nintendo gemacht also an da sind immer méi wat haut normales sind immer méi Third-Party Developer opkommen an Activision war se ziemlich den echten an Atari wollte doch net Atari wollte natürlich net dass einer Leute können Spieler für Konsolen machen an hue natürlich auch für Griech gezünn
an so sich aber du geähnlichtrop dass Activision aber der Spieler unter der Lizenz von Atari gehen tantieren natürlich also rausbringen an der dann von die ganze System von Third-Party Developers für Haut wie Amerikanen geebnet an legalisiert an die Firma existiert haut noch ich meine mittlerweile mit Blizzard zu summen das war ein Firma die aus Atari Zeit stammt die haut nur durch ja wann du bedenkt wie weit den du kommst wenn an noch weil wo waren die bedenkt wo wäre mir haut uni Third-Party Developers ans gucks von der Spieler sind dann natürlich immer das die von Nintendo selber gemacht gehen oder von Sony selber gemacht gehen mir trotzdem als Majorität mittlerweile von den Konsolen as du aber von Third-Party Developers hergestellt ja genau das sind eine weite weh voilà. Mhm. Ja und dann natürlich die ganze Party Developer hun natürlich dann Mengen e ganz anderer Problem zu spricht du kommst natürlich ja ja die ganz Party Developers die einen großen Deal behaupten nicht zum Videogame Crash wie es schon ugedeutet ist beigedrückt wo man bei modern aber schmengen noch beim Thema wäre vom Videogame Crash ja denke schon ja. Gerade durch das Party Developer kommen sind für run hört Atario selber hier Spieler gemacht worüber sie auch dann ein Quality Control hatten an dem Moment war wir Party Developers Spieler aufhängen zu machen hört Atari löser bisschen Quality Control für hier Konsol verloren an sind immer méi Spieler rauskommt fir Atari an ich mein Dir kennt die zwee beste Beispieler schlossen erste vu schwarze mensch Jeffrey du kannst was du willst ja das Lieblingsspiel von als alle Gu anekdot fir Leute ech hun de Jeffrey dir muss noch net kann das du bestimmt 4 Joer hier oder 3 ich kann mich erinnern dir muss de Jeffrey Gaming Kaffee begéint an den Jeffrey hat eng zusätzlich Kopie vom Atari ET an ich wollte unbedingt tun an Jeffrey mir die Verkäufer und so von Jeffrey kennengelernt uns das wird Jeffrey durch ET und Atari kennengelernt muss mal 4 stellen ne naja gell da gebe ich so ein Atari ET kommen dann gebe ich so zählen mal 2-3 Sachen darüber also Design das ging vom Howard Scott Washer das und zwar aus die Geschichte so gegangen da war ja effektiv der Steven Spielberg den ET rausbrüt an de Kino an da war dann halt die Geschichte et war ja auch schon nice wann effektive Videospiel zu ET die wir rauskommen an schmengen wann schneieren hat vom Steven Spielberg schmengen knapp 4 Wochen 3 oder 4 Wochen Zeit für so Spiel zu design Mond ich mein, das trotzdem natürlich wird den sein Basch gehen also kannst fix nicht so weil Spiel an do will ich direkt schon ein Kaffee rausgreifen weil du also eben ganz wichtig wie die Ronny für so da sind Bedienungsanleitung liest wie viel das sie aufhängt weil dann ist der Fehler von Haut des Haus und der Leute die kommen hin sie packen selbst sie spielen nicht aber wann sie in den Dienst gehen da lassen sie die in das Spiel am Platz lassen sie wenigstens lesen Controls was geht einfach ein kleines Resümee den normalerweise immer auf der Rückseite von der Verpackung steht ganz einfach ganz banal und du musst wirklich nicht viel lesen und dann hörst du selbst die ET so muss ja schon feststellen natürlich wissen Leute das ja nicht mit ET als war wirklich ein Mond oder bis mehr wie ein Mond hat den Zeit für das zu designen was schon zu der Zeit die man schwer war für selbst zu designen so man da geht es schon hin ich muss ehrlich so den hat zwar auch sich bisschen über Schato unzuhören natürlich man stehen die an engem Mond Sarah System das in den Druck gesagt gehen das wann du nämlich guckst wann der Film solo wann der Film steht nämlich genau den Datum der Film könnten 10. Dezember raus okay wann Spiel der 15. Dezember raus könnt oder am 20. dann hast du gut dann hast du sofort ich meine den Datum war immer der Christmas Market ich meine das war damals war das immer das interessantste für Leute oder für Konsolenhersteller und Spielhersteller sind immer probiert der Christmas Market zu erreichen weil ich meine gerade in Amerika so war das immer damals der Christmas Market und kann die riesige Sears-Katalog oder so an den Grab geholt und da waren die Spieler dran und sie die bestellt und so weiter und immer Christmas Market haut ist das nach der Fall das ist Mensch das so gut Deal, das ja genau ich auch so ich mein, guck mal Verkaufszölle das ja weißt du, und dann da kannst du man sagen Spiel wie E.T. wofür Eis persönlich
für mich an du fand du ein ganz flott Geschichte das war wann ich mich nicht irre, weil der last Year auf der Gamescom du war dann ein Tipp aus dem Retro-Spiel den ich auch gut kennen die hatte den die Stand und da hatten sie Atari 2600 ET do laufen konntest du spielen an nebenbei hatten sie die Doku die op Netflix war mat Atari von Atari Game Over. De Highscore mensch ne mengst net déi Nee, es war Atari Game Over. Okay. Okay. Highscore, das sind Serien. Das war effektiv ein Doku, ich meine, das war ein bisschen mehr ein Stunde. Im Endeffekt, das mir aufgefallen, dass von dem Typ, den du bei Atari stund, den, der war nicht den, wo dem Retro-Spiel gehört, aber der hat nicht viel Ahnung davon. Und im Endeffekt, du hast ihm mal alles gezählt, auch so die ganze Geschichte. Und dann schon auch gewissen, hey, da guck, so spielst du. Und da ist mir auch zum Beispiel aufgefallen, Leute, die Hund probiert, und da sind sie auch erst durch eine Lach gefallen. Und dann hatten sie schon keine Lust, wie sie spielen. Ich muss was und die Lasche bei E.T., die geben mir haut noch neut mehr Skill. Also. Klar, du darfst einfach nicht auf die Eckesplätze kommen. Wenn du nicht auf die, wieder den Eck kannst, von dem Lach, fällst du gar nicht dran. Das ist ein Fakt. An Spiel selber, weil ihr wirklich, du wirst ja einfach nicht so verschiedene, wie soll ich nennen, die Symbole, kann man nennt mal so, sichern, wo dann effektiv nur innen am Ekran IT steht, aber wenn du die hörst, da kann Traumschiff das sichern an der Wettspiel rüber. Der Tisch, am Anfang, wenn du sind 5 oder 6 Symbole, für eben den Num IT zusammen zu kriegen, und dann als Spiel rüber. Den Hoke bei der ganzen Sache ist halt eben, dass alles an der Lach gefallen ist. Und Leute, die Hunde, obwohl, wenn es an der Lach ist, dann drehst du schnell genug im Rob, da kannst du gut nicht den Hunde und du verlierst mal einen Schritt. Weil wenn du nur bei 0 Schritt passt, dann was auch, wo ist doch fallen. Aber Leute, die Hunde dann Flamme kriegen, dadurch, dass sie effektiv die ganze Zeit nicht mehr an der Lach gefallen sind und nicht weiterkommen sind. Ganz normal, sie haben Beschreibungen nicht gelesen. Sie sind einfach durch Platz gespielt, andere Platz gespielt, sie nicht eins gehen. So wie alle Menschen das so möchten. Und dann haben sie einfach gesagt, das Spiel ist scheiße. Und das Schlimmste, was ich fand, ist, dass sie danach so, und dummer haben sie ja am Anfang dem Designer, dem Howard, haben sie wirklich Unrecht getan, dass sie gesagt haben, ja, durch Atari, durch IT als ganz Atari an Brüschgang. Falsch. Komplett falsch. Atari ist echt. Du gehst 100% recht. Atari ist an Brüschgang durch eine Reihe von schlechten Spielen. Ja, nee, natürlich. Also das einfach das simplistisch zu so und das Spiel drauf holt. Ich meine, E.T. ist immer so Sinnbild, was geholt wird, weil E.T. eben durch den Film extrem bekannt ist und dass Leute können so, hey, guck, sogar den Mega-Film hat so ein scheiß Spiel, wenn du so willst, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass es wirklich ein scheiß Spiel ist. Aber, ich meine, das war ein allgemeines Problem, weil ich schon mich so ein bisschen mit den Zöllen, also nie gesagt, wie das schon Kuren darüber haben. Wenn du guckst, durch die ganze Geschichte mit Activision als Band und Firma in Amerika Consumer Electronic Shows, wo dann die neuesten Sachen hergestellt sind, bis wie D3, just muss war dem bis mehr Consumer Electronics, bis mehr generell. Und die waren alle 6 Monate an zwischen 2 Consumer Electronics Shows sind Third-Party-Developers von 3 Stück op 30 Robgang. Die Spann von 6 Monate aus 12 von den Third-Party-Developers von Atari von 3 op 30 Robgang. Das ist sich verzehnfacht. Und war der Woche extrem krass ist, 1982 just für Crash geöffnet am Juni ungefähr 100 Atari-Spieler. Das heißt, die ganze Zeit Atari aus 7 Stunden rauskommen, an den 5 Jahren sind 100 Spieler ungefähr veröffentlicht gehen. Und dann Bemo von Juni op Dezember, weil eine pur Main sind, hat sich dann verfeierfacht von 100 auf 400 Cartridges für Atari. Ja, klar. Wenn wir schon dabei sind, du hast dann so eine Flot-Anekdote, die ich auch ganz interessant fand. Für allem, weil das eben halt ein IT-Spiel betrifft. Ich meine, du weißt von erst ein bisschen besser. War das dann am Endeffekt mit all den Kopien von IT geschieht, die dann Atari nicht verkauft wird? Die sind alle gut nach Mexiko. Ich meine, das ist New Mexico in Amerika, wo sie so. New Mexico, genau. Alamogordo. Genau, da sind alles da vergraben. Die sind alle gut da vergraben gehen. Aber wo sie halt nur so gut
Jo wann ze Dokumentationun guckst wo se du ausgegröten hunn an dem Anfang waren se net sicher weil no net dat se falsche radioaktive Scheiß du tripple sech net sicher waren soll mal ausgrüffen oder net an im Endeffekt hun se da da gemacht an wann ze dann genau guckst lungen du net nimmen IT cartridges absolut net du lunge lauter einer cartridges gutspieler wie jas wie wensch du en Loch du en dem Boden dem wisse dat an muss mal vierstellen die 100 einfach alles begruwen an ich fand dat so schlimm eng Scheplatz gehabt an eng Videospiel war dat net so IT wo se mengsch oder op IT der Pac-Man war wo se go méi Spieler hergestalt wie se Konsolen hatte weil se schon de Startspiel verkauft dat war Pac-Man Pac-Man sie hat dem nächste Beispiel halt wären ja bei Pac-Man sind sie hingegangen ich mein, sie hatten do eng jetzt ich mein, wie viel Konsole hatten sie zu dem Zeitpunkt verkauft ich mein, ich hatte ein bisschen so geguckt ich mein, waren 10 Millionen Konsole waren zu dem Zeitpunkt um Marché an sie sich dann einfach durch mal der Produzent einfach 12 Millionen an den Dreh weil sich durch schon voilà ich mein, wie du gesagt hast durch Space Invaders hun sie das ja schon ein Krieg Pac-Man kennen sie da bestimmt hin wat Geschicht vum Pac-Man ass die Legend immer bisse gezielt get dats wie den Developer vu Pac-Man quasi dat Spiel geschrieben und so eng Beta-Version quasi gemacht huet ja gestaltet tipp top dat release immer an Spiel mat der Arcade-Version vergleichs as et grotte Schlecht der leng Punkte einfach so slashes net slashes so dashs ja dash Rëcher die so sammeln also an ensche Level wann schneieren ja aber pass op geht mich schlimm wie dat also ich weiß der Teil hat ja Limitationen mit das was so gemietet war ja noch mir witzig weil wie du gesagt hast die Punkte waren so Stricher dust dat waren dann Karoen ne ja dat du hast weißt du normal aus am Pac-Man du kichten du heidest du an da sind die hingegangen die einfach Karre gemäht an lo könnt der best dann du mengst jo sie givet ich wie hiränt de Sprite vom Pac-Man selber dem nur wer wegen Richtungen geht dass sie den gedreht krähen an dat hun se net gemet ja das Pac-Man aber zum Deal redeemed gouf du nur durch der Release vom Miss Pac-Man wo die besser Version war vom eigentliche Pac-Man aus bisschen Redemption aber kommen worüber stand kann man die Schwarze wo dass man wann man darüber schwarze so IT geht extrem schnell op de Marche gemacht Pac-Man geht extrem schnell op de Marche gemacht wobei man da wären von dem ganzen ein bisschen von gerushene Spieler an hat auch viel zu viel Spieler war das für ihr so tapt gründen von dem ominöse Videogame Crash die 1982 stattfand wird viele Leute wissen nicht Demos war Bemol den der Videogame Crash die war so 82 83 für die ganzen Marche einfach zu summen gebracht hast also 1982 einfach so viel Spiel auf der Marche kommen und du hast einfach alles gecrashed und Leute komplett den Glaven an Konsole verloren ja genau gerade durch Zufall auswendig weil Stadt aus Kurhallen die muss 82 waren sagen 42 Billionen US-Dollar war den ganze Marche von den Videospieler an Jahr Drop war der Bemol oder das an den Joren du mir Rofgang op noch 14 Billionen die schon 42 Billionen aus noch 14 Billionen Rofgang bis 1985 durch die ganze Crash ja das schon enorm wann ich guckt wie da gebraucht ist wat meng dir so war Tabgrünn für die Crash sinn aus dem Mcher se vu Habgründe lang schon den Quality Control wo Atari das genau dat ja das kannst du sech resümieren als Quantity statt Quality. Da muss sich vierstellen dem muss den Videospiel geschenkt wann den zum Beispiel en gewissen Zochte vun Hundefutter für sein Hund kaffet da den gratisspiel dabei dat hue heich gestapelt Leiit wollten ir van der kein Spiele wie kaffe weil sie einfach nimi op Qualität vertraut hun ich meine ein andere große Problem war auch Donmas Konsolen permanent von Atari du sind gerade 82 sind lauter Konsolen op de Marche kommen haut so Xbox, Playstation, Switch an so Computer noch an der war schon so ziemlich
an Dir muss hast du Atari, ColecoVision, Intellivision jiin huet seg ege Konsol rausbruch an net Gemeng de mise Deel vum Kuch dann halt hunn. An Ech stange dat doch fir Geschäft komisch fir, weil wann ze haut guckst du gies an den Supermarché an du gees an de Videogame Re an husfleisch 2-3 Regale mat Videospieler dann e pu Konsolen destunden dat waret. Erstell dafir et ginne Bemol 20 Konsolen an dann huet se Konsol wie Atari noch 400 Spiele. Wéi wëlle Supermarché oder Geschäft am allgemeng dat die mal ënnerbringen. Ja klar, du fühlst Genau. ja schon gar keinen Platz. Aber war doch ein riese Problem. Was stell dafür, du stehst du haut denkst du also ich mein Playstation kaufen, so ich mein Xbox kaufen, dein Switch, ich weiß es nicht. Aber du bist ja aber im Endeffekt relativ sehr dezidiert, dann das fällt dann nicht schwer, weil dem so wenig Konsole gibt. Und dir muss frisst du schon halt, was soll ich mal kaufen? Und da gehen nicht 20 Konsolen, zwischen denen du entscheiden sollst. Und das ist auch schon extrem schwer für dann du zu dezidieren, denke ich mal. Und noch an Preis erlauben da nicht unbedingt mehr Konsolen zu kaufen, wenn du bedenkst, der Atari Demos $199 kostet, wie sie released gouf. Das war 1977, wenn du das mit Haut vergleichst und die ganze Inflation und alles umrechnest, waren das, wenn ich mich nicht irre, wären das die $850, wo ein Atari Haut kostet gibt. Also vergleichsweise mit Demos 1977, die $150 Demos wäre so viel wie $850 Haut. Überleben wir nicht, ja. Da das gehirlos wissen du überlest da zweimal ob du so käfst oder nicht. Genau. A fir allem wie gesot, dat den Iwerblick falle an dat sie viel suen an dann am Endeffekt wir sinn och net wer den du vu der huet, weil schmengend vu denen Generationen die de Haut die haut op der Marsch gin echten wie so gesot Kinder viel Manner an zweitens mal jietfried kann schau da informieren. Ja natürlich. Dat se vun A bis Z wer de krit ne ja. Das schon traurig, wenn ihr bedenkt, dass so weit kommst. Ja, auf alle Fall. Ja, ich fand von Schulz muss Atari war die große Verlierer vom Videogame Crash. Weil Atari ist noch Fut gegangen, die ganze Firma, wenn du so guckst, ja. Und das ist extrem schuld. Eine große Gewinner vom Videogame Crash oder noch an den Zukunft darüber schwätzen, dass dann dem Nintendo, wo von aus den Asche von Atari sich ja, klar, ich mein, das war ein bisschen River, wo Bemol wo sie am Anfang mit der NES rauskommen sind, definitiv. Ich meine, das war wie war das schon? Wie aus der NES rauskommen? Aus 85. Ja, ich wollte gerade so 85, wenn man nicht so schön. Ja, 85, du immer miese 10. Da holen sie sich dann effektiv ein bisschen Rolle, aber Nintendo natürlich komplett angeschlagen wie ein Bomb. Ja, das auch ab 85, 86 für 12 vom, oder wie wo die ganzen ich mein, war effektiv wenn ich mich nicht irren war Dingen war dann erst die alle ich war mein 83 wo rauskommen Japan und ich nicht irren an 85 war dann USA ja, ich mein, ich wie so etwas an do schmengen an den nächsten 2-3 Jahren wo dann du rauskommen ich so 6 7 8 vielleicht Dinger noch mengen du beim Verkaufszölle ich meine sie wat dass sie sich ein bisschen von dem Videocrash Videogame Crash erholen so ein anderer Grund vom Videogame Crash war auch Computer loskommen du hast genau der Marche kommen aus geil und du hast eine Maschine die gleichzeitig Computer aus an Videogame spielen kann und du bei mehr Kapazitäten hört wie ein Atari der Tierstöße Gerät war mehr Sache kann und hat wesentlich mehr Kapazität wie Atari an vom Preis hin so massiven Unterschied. Genau, das wollte ich betonen. Ich meine, vom Preis her, da war eigentlich auch nicht viel, da war quasi kein Unterschied da, soweit ich da weiß. Aber die andere Sache, die ich auch da wollte sagen, wie gesagt, effektiv hat Nintendo da Profit gezogen von eben halt, also sie haben nicht vom Gaming Crash Profit gezogen, aber eben halt, sie konnten ja noch eine neue Plattform eben halt aufbauen und dann da hatten da mal ganz viel Success. Aber ich fand persönlich, dass doch für sie ganz viel gepokert war, ne? Weil ich meine, sie sind auf einen Marsch gekommen, der quasi, schon mal, Hausstars, kann ich sich dann nicht vorstellen, aber zu dem Zeitpunkt war er tot. Und es war viel gepokert, für zu sagen, sollen wir mal testen, sollen wir mal gucken, ob wir eventuell da
probieren eng Konsole rauszubringen wo sie dabei genau wussten dat das für pro Jahr als dat komplett de Bar aufgang Geschichte von Nintendo kannst wes an wéngen Gebiet dass sos investiert hun also weiter also relativ interessant und gift behaupten dat los mal so bis der nächste Podcast wat Vergangenheit von Nintendo könne schwatzen weil ganz muss man Nintendo gen Sega Podcast man also Game klingt immer bis so base ich meine da war dir muss wirklich da können wir ger darüber schwatze wie Sega entstanden ist auch wenn Nintendo entstanden ist weil bei Firmen hun relativ interessant Geschichten am Hintergrund effektiv muss so okay Geschichten hier das persönlich Meinung dazu ich fand Nintendo gut ich fand es sehr gut ich persönlich machen okay steht mir effektiv zu der Zeit war du bist anschluss klingt schon bald wie gut Schlusswort für so Podcast so alles ist gut Atari ist gut Nintendo ist gut Sega ist gut es gibt nicht schlechtes für Gamerin am Anfang so kann ich mal nicht feststellen dass die schlechtes schmengen wir spielen alle gute gerne Videospieler natürlich gehen nicht verschiedene Konsolen Ausspieler mal nicht so gerne hun wir mussten die auch dann nicht spielen also schmengen mal spielen das man wollen an ich persönlich fanden die Leute die so nee ich fand aber Sega scheiß ich fand Nintendo scheiß ich fand Sony scheiß nee ich fand das dumm von dieser beseht weil im Endeffekt und aber so viel Leute sich mehr gemacht für etwas zu erschaffen an mehr Spielen immer das genau. Ja ich fand das noch weil witzig von den da so heiert wie nostalgisch in du dem Moment gött wann ihr bedenkt wie beeinflusst den Demos war von den Medien und das war ja auch der Punkt zu dem Zeitpunkt war ihr wirklich da sie eben halt den einen geht den anderen ein bisschen so abgespielt wird ne an Amerika mat der Art Voice von Advertising wo sie hatten mal einfach für den nächste Podcast ich fand den idealen Übergang für den nächste Podcast ich zwei eigentlich Merci so für dass dabei war für den Podcast es war extrem interessant mal dich über Atari zu schwatzen ganz gerne gerne schon viel geleiert dabei an die Leute als nullvitieren einfach mal bei Videogames von der Lu dabei zu bleiben an wissen Matzelächte weil in Zukunft könnt weil mir denken dass er nächster Zukunft den Podcast über Sega an Nintendo wo man dann wissen darüber labern was du Sega Fanboy was den Nintendo Fanboy go da die hart an wie gesagt taut es das am Fleisch sogar mit einem Special Gast den man noch dabei erlöden und da gucke mal wie der trans sich evaluiert das dann so weißt du, wenn du so Sega bei Nintendo Boy das war wie an der Zeit wo ich irgendwann du bist gefrot gibt was Skate oder was der Fubu kannst du ein bisschen vergleichen ja stimmt weißt du, ja nee also du kannst auf alle Fall definitiv den möchte Ronny umschließen zu singen wird weil ich auch noch ganz gerne kann und will und Leute rausgehen da das und alle guten die han dem Retro-Podcast bleiwen an den verschiedenen Retro-Podcast wo du noch komme werden wo du interessiert wären runnner wo effektiv no lauschteren die invitieren nicht natürlich ganz mengen du Nu von 3 die invitieren mir natürlich ganz herzlich op de Gaming Kaffee wann die ganze Situation sich breue stört an du akkuieren mir definitiv ganz gerne en Retro-Corner an dann können ganz gerne ein bisschen mit euch spielen ein bisschen diskutieren an einfach mal die allzeit opfrischen mit denen alle Konsolen absolut an javitieren eventuell auch Leute die gleich drin wann der irgendwelsch wünschut oder Ideen hut für irgendeine Retro-Podcast also Artware vielleicht flott von der Doriwenker diskutiere Gift los wissen ihr könnt es immer auch reden über Facebook oder einer Plattformen schreibt das einfach ruhig an wann dir so teilt wäre cool wann der schwarze Gift über nicht Xbox gehen PlayStation oder so etwas dann können mir das gerne envisagieren zu machen ja, natürlich ich meine, du willst ja. Podcast so sind op für effektiv all Thema wat Bereich Retro auf alle Fall wann der Logere so van der so okay der vielleicht Spieler iwwer den Schweze wo bis mit Dave da schreibt das alles ran wann er gern hat melde ich beim Ronny melde ich beim Alex melde ich bei mehr wieder wild melde ich bei VGLU
an me op alle Fall froh froh fir all Norricht vu man kreen an voilà, op alle Fall si immer wirklich froh wann der lo die wie lang mal am gange sinn die Zeit wölt fir als not ze lauschteren a wann natürlich man der eng froh hut dann zeck net alles zu schreiben absolut dat du waren tipptop aufschließend wird aber hat nicht an schmengen dummer so mir Adi an mir wünschen de Leute schöne racht vom Dach wo dann halt laus drin mir hun ofes opgefallen dafür gibst so ein schön Novent war moes lausstadt schöne racht vom Dach und dann mensch verabschiede mir aus bis der nächste Podcast bis der nächste Adi. Podcast Bis Merci, nächste alle Gute. Adi. Adi. Adi.